er wieder Captain Action und seine mutigen kleinen Freunde. Ja! Oh, Tommy, wir haben uns verlaufen. Oh. Pass auf, jetzt rufe ich Captain Action mit meinem Spezialfunksignalring aus Superplastik für Spaß bis zum Abwinken. So, da bin ich, Timmy. Jo. War aber ein Glück für dich, dass du deinen Captain Action Funksignalring dabei hattest. Ich will auch so einen Ring haben. Wie komme ich daran? Deine Mama kauft dir bestimmt auch so einen Ring. Wenn sie dich wirklich lieb hat. Hast du mich lieb? Aber natürlich, mein Schatz, ich hab dich so lieb, dass ich das mit so einem albernen Ring überhaupt nicht ausdrücken kann. Stimmt, genau. Guter Spruch, Mama. Ich habe ja auch dazugelernt. Da bin ich wieder. Hab aufregende Neuigkeiten. Ich bin die Treppe raufgefallen. Ihr kommt nicht drauf, was ich jetzt für einen Obertraumjob hab. Aufseher für Ekelmüllentsorgung. Donner! Volltreffer. Das hast du rausgekriegt, weil ich Obertraumjob gesagt hab. Ist wirklich eine aufregende Neuigkeit. Kriegst du dann auch mehr Geld? Nein, aber ich krieg diesen Kittel und zweimal im Jahr eine extra Portion Fleischkringel. Gratuliere, wir sind sehr stolz auf dich. Danke. Sind Conny und Lisa auch eingeladen? Charlene, hey Robby, ihr könntet euch ruhig ein bisschen mehr freuen und eurem Vater zu seiner Beförderung gratulieren. Lass es, Fran. Die zwei kannst du vergessen. Junge Leute muss man behandeln, wie sie es verdienen. Die sind Luft für uns. Aber unser Wonneknubbel ist noch nicht vermurkst. Da gibt's noch Hoffnung. Und jetzt, nachdem ich die Karriereleiter raufgeklettert bin, wird er zu mir aufsehen und sauriermäßigen Respekt haben. Hau ab da! Stehst im Bild! Ist ja nicht obersüß. So eine Beförderung ist eine mächtig große Sache, die ist noch viel zu groß für seinen kleinen Kopf. Papa hat einen besseren Job. Geht dem Baby aus dem Bild! Kannst du vergessen, seine Lieblingssendung läuft gerade. Jetzt nicht mehr. Aber... Bist gemein, will sofort wieder Captain Action. Was hast du bloß dauernd mit deinem blöden Captain Action? Ist mein liebster Held. Ist doch nicht wahr. Und was hat der, was ich nicht hab? Eine Spitzenfernsehshow. Mach wieder an, mach wieder an. Tja, ich hab diesen klasse Kittel. Ist auch was Feines, findest du nicht? Ja. Ja. Mann, in dem Park hier werden alte Erinnerungen wach. Genau an diesem Plätzchen habe ich Robby und Charlene das Schwimmen beigebracht. Tja. Na los. Weißt du, Earl, ich kann mir denken, dass die Kinder obermächtig stolz auf dich sind, weil du jetzt einen besseren Job hast. Hä? Ja, aber klar, das kannst du laut sagen. Das Baby hat natürlich noch nicht so ganz kapiert, was dieser Riesensprung nach oben für uns bedeutet. Aber wenn er mich erstmal mit dem starken Deckel sieht. Hier. Hey! Sag mal, ist das Ganze nicht ein bisschen zu aufdringlich? Wenn ich will, dass Sie Respekt vor mir haben, muss ich mich erstmal richtig bemerkbar machen. Klar. So. Und außerdem ist es viel besser als alles, was dieser Captain Action hat. Also ich weiß ja nicht, mein Freund. Ich habe das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht, wenn du die Liebe und den Respekt deiner Kinder mit diesem oberalbernen Helm ankurbeln musst. Auch wenn es so ein flotter Deckel ist? Doch, ja, ich fürchte schon. Ich finde, die Kinder sollten dich für das lieben, was du bist. Roy, du hast mal wieder recht. Klar? Ja. Aber vielleicht irre ich mich auch. Hab ja selber keine Kinder. Mein Helm! Klasse! Spitzensprung, alter Freund. Weißt du was? Für so einen mächtigen Megalosaurus bist du ein reichlich flinkes Kerlchen. Alles klar, hab ihn Hey, gefunden. Vorsicht! Ich hab den Helm gerettet. Hey, du strahlst ja auf einmal so. Oh, danke. Bin ja auch mächtig stolz auf mich. Nein, nein, so habe ich das überhaupt nicht gemeint. Ist doch nicht wahr. Bin da. Wer noch? Also, was meinst du, was das sein kann? Naja, vielleicht verträgst du irgendwas nicht, was in diesem Ekelmüll drin ist. Da, guck mal, es geht wieder weg.
Oh, finde ich aber schade. Dieses Quietschgrün hat so schön zu deinen Augen gepasst. Roy, ich fühle mich irgendwie so ulkig. Hauen wir lieber ab. Meinetwegen. Ist doch nicht wahr! Wo bist du? Hey, Earl, du kannst ja fliegen. Bin doch kein Flugsaurier. Oh, du hast recht. Hey, wir sind seit 20 Jahren dick befreundet, mein Freund. Du hast mir noch nie erzählt, dass du fliegen kannst. Wie denn auch? Das habe ich auch bis heute meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Oh, Ganz ehrlich. du machst es bloß noch schlimmer, wenn du mich anschwindelst. Jetzt rennt nicht so ein Müll zusammen. Ich bin zum allerersten Mal geflogen. Ja? Don, hast du sowas schon mal gesehen und ohne Flügel? Naja, im richtigen Leben noch nicht. Aber in Comicheften kommt es mächtig oft vor, dass stinknormale Dinos plötzlich fliegen. Besonders die Superhelden. Earl, stell dir mal vor, dass du durch den Ekelmüll irgendwie irgendwelche Superkräfte gekriegt hast. Was machst du dann? Überleg mal, vielleicht ist dieses Rumflattern bloß der Anfang. Du meinst, da passiert noch mehr? Das werden wir ja gleich sehen. Pass mal auf, lass uns einen Test machen. Was siehst du in meiner Geldbörse? Ich sehe, dass die Winzbörse nichts für so einen Riesendino wie dich ist. Nein, Blödsinn. Ich meine, wie viel Geld ich in der Börse habe. Ach Ich so. will nämlich rauskriegen, ob du den Röntgenblick hast. Ja, verstehe. Mann, ich habe gesagt Röntgenblick und nicht Hitzeblick. Ist das so schwer zu verstehen? Bin doch noch ein Anfänger. Klasse, vielen lieben Dank. Auch hast mein ganzes Essensgeld verkokelt. Also, wenn du mich fragst, kannst du dir ganz locker ein paar Mal das Essen verkneifen. Hast ein bisschen viel auf den Rippen. 24.716 Pfund, richtig? Mit Klamotten und allem drum und dran haut's genau hin. Hast ja mächtig viele Kräfte auf einmal abgekriegt. Kannst fliegen, hast den Hitzeblick und rätst aus Pfund genau, was ich auf die Waage bringe. Ja. Weißt du überhaupt, was das bedeutet? Klar doch, ich kann damit jede Menge Wetten gewinnen. Nicht doch. Bist jetzt ein Superheld wie in einem Comicheft. Und das bedeutet, dass du von jetzt ab deine Superkräfte benutzen musst, um gegen alles zu kämpfen, was auf der Welt schief läuft. Nun bist du nämlich Super Earl. Im Ernst? Na klar. In fast allen Comics trägt der mächtige Superdino mit den Superkräften einen Umhang und so eine Art Strampelanzug. Und selbstredend weiß keiner, wer er wirklich ist. Er kämpft für Gerechtigkeit, für Wahrheit und für ein friedliches Leben in ganz Pangea. Oh Mann, ich kann's gar nicht erwarten, das dem Baby zu erzählen. Gegen mich ist dieser Captain Action bloß ein schlaffer Schlappdino. Der hat ja noch nicht mal den Hitzeblick. Dieser Obertorfkopf. Nein, du darfst dem Baby auf keinen Fall stecken, dass du jetzt ein Superdino bist. Das darf überhaupt keiner erfahren. Wenn du dich nicht daran hältst, bringst du deine Familie in eine oberüble Klemme. Nein, du musst immer daran denken, sie dürfen niemals erfahren, wer du wirklich bist. Hey, du brauchst übrigens einen tollen Namen, wie er zu einem richtigen, echten Superhelden passt. Der Name ist mir Piepschnurzwurst. Hauptsache, ich bin fürs Baby der Größte. Was hältst du denn zum Beispiel von Captain Ideal? Das ist es. Pech. Captain Ideal ist aus dem Nichts nach Pangea gekommen und hat Tausenden von Dinos das Leben gerettet. Stark! Aber eine Frage bleibt offen. Wer ist der Superdino mit dem Umhang? Der wunderbare Held mit dem Hitzeblick, vor dem kein Gewicht geheim bleibt. Wer ist dieser Captain Ideal wirklich? Naja, er ist ein Superdino, also kommt er wahrscheinlich von einem anderen Planeten. Die Außerirdischen, die da wohnen, sind 1000-mal schlauer als wir. Also ich habe da was ganz anderes gehört. Er wohnt unten im Meer in einem Königreich, wo Perlen und Diamanten um die Wette Wo glitzern. hast du das her? Ich habe so meine Quellen. Bin da. Wer noch? Earl, wir haben eine Stunde mit dem Essen gewartet. Warum hast du nicht angerufen? Tut mir ganz gewaltig leid. Ich konnte nicht anrufen, weil ich zufällig die Welt gerettet. Wollte die Telefongroschen sparen. Wenn den Dino kenne ich nicht ehrt. Habt ihr euch im Fernsehen diesen Captain Dings da angesehen oder wie immer der Na, heißt? Logo. Captain Ideal, merkst du gefällig? Ja, der war in allen Nachrichten. Das hättest du mal sehen sollen. Er hat einen dicken Meteor nur mit seinen Händen gefangen. Oh, der hat ja gewaltig Mumm. Richtiger Held, dieser Captain Ideal. Mein oberliebster Lieblingsheld. Ist doch nicht wahr. Hast du den wirklich lieber als diesen Captain Action aus dem Fernsehen? Hm? Viel lieber. Ich wette, du willst ihn mal kennenlernen. Au ja! Wer weiß, möglich, dass ihr euch schon mal getroffen habt. Was? Ich meine, so wie wir ihn alle schon mal getroffen haben. Im Fernsehen natürlich, die bringen doch dauernd was über ihn. Das ist doch fast dasselbe, als ob er hier bei uns wäre. Also, du hast ein paar Bankräuber geschnappt und den Planeten gerettet. Vielen Dank übrigens, war nett von dir. Ja, und das Baby hat einen neuen Helden gefunden. Genau, ich finde es gar nicht so übel, ein Superheld zu sein. Ja. Wird bloß gerne mal wieder duschen. Fren hat sich schon beschwert, sie findet, ich rieche muffig. Nein, bloß Ja. nicht.
Du darfst dich überhaupt nie mehr waschen. Denn bloß durch dieses klebrige Chemiezeug auf deinem ungewaschenen Körper hast du doch deine gewaltigen Superkräfte. Wenn du in die Richtig. Badewanne steigst, kann es passieren, dass du die für immer verlierst. Na gut, dann streichen wir das Duschen. Genau. Das Baby fängt so langsam an, mich zu bewundern. Eben. Und die ganze Welt verlässt sich auf dich. In diesem nervtötenden Kampf um Frieden und Ruhe kommt so ein Superdino mit deinen übernatürlichen Kräften doch gerade wie gerufen. Kannst du mir vielleicht mal die Käsestulle ein bisschen rösten? Aber mach ich doch glatt. Heißen Dank. Fein, fein. Sofort herkommen, Sinclair, sofort herkommen! Meinst du, er weiß was? Hier, So, mein so, Chef. mein lieber Sinclair. Sieht ganz so aus, als hätten Sie ein kleines Geheimnis vor mir. Verstehe nicht ganz, verstehe nicht mal halb. Was meinen Sie, Herr Chef? Oh, absolut gar nichts. Na, wie wär's mit der kleinen Zigarre, Captain Ideal? Oh, hab überhaupt nichts dagegen. So Mist. Ihr Grips hat wohl von den neuen Superkräften nicht allzu viel abbekommen, hä? Bitte, Chef, sagen Sie es bloß nicht weiter. Es kommt kein Wort über meine Lippen. Das wird unser kleines Geheimnis bleiben. Ja. Wirklich erstaunlich, was Sie plötzlich für geheimnisvolle Kräfte haben. Mit Ihren Fähigkeiten könnte eine Spitzenfirma wie die Treufuß die gesamte Konkurrenz vom Weltmarkt fegen. Tut mir wirklich leid, Chef, aber ein Superheld muss dafür sorgen, dass die Welt ein bisschen säuberlicher wird. Und soweit ich weiß, sind Sie nicht gerade ein Saubermann. Also, Wiedersehen, habt noch einen Haufen Arbeit. Komm mal langsam, Captain Torfkopf. Oh, das hier ist Ihr Baumschubservertrag, mein Freund. Sie haben ihn selbst unterschrieben, als Sie damals bei uns angefangen haben. Sie werden wissen, was da drin steht. Ich weiß, was der wiegt. Seite 22, Paragraph 7 unter dem Absatz D. Falls Sie irgendwann mal zu irgendwelchen geheimnisvollen übernatürlichen Superkräften kommen sollten, steht jede Superleistung, die Sie im Zusammenhang mit diesen Superkräften vollbringen, unter absoluter Obervollkontrolle der Firma Treufuß GmbH. Ausnahmen werden nicht gemacht. Sie haben damals gesagt, ich muss das Kleingedruckte nicht lesen. Ihre Tage als Vorkämpfer für eine säuberliche, bessere Welt sind jetzt für immer vorbei. Sie arbeiten bloß noch für die Treufuß. Sie wollen, dass ich meine Superkräfte benutze, um der Treufuß zu Sie helfen? wissen, ob Sie wollen oder nicht, steht im Vertrag. Aber kann ich nicht trotzdem was für die tun, die Schwierigkeiten am Hals haben? Oh, selbstverständlich. Die Firma unterstützt so viel Hilfsbereitschaft. Aber eins dürfen Sie dabei nicht vergessen. Die Arbeit für die Treufuß kommt zuerst. Er entkam mit 300.000 Dino-Mark. Das war der 4. Banküberfall an einem Tag. Seit kurzem wird beobachtet, dass es wieder mehr Diebstähle in unserer Hauptstadt gibt. Im Zusammenhang damit steht das moderne Supereinkaufszentrum der Treufuß, das heute Nachmittag mit der Durchtrennung des Absperrbandes eröffnet wurde. Ehrengast dabei war Superheld Captain Ideal. Captain Ideal, wie können Sie es verantworten, ein Super-Einkaufszentrum zu eröffnen, wenn am selben Tag 4 Banken überfallen werden? Es wäre doch viel schlimmer, die Sonderangebote zu verpassen. Kommen Sie her, kaufen Sie. Mann, sogar der macht alles für Geld. Voll ätzend. Ach was, das ist doch bloß wieder so ein Vorurteil. Der mag ja Superkräfte haben, aber er hat auch eine Familie und einen Haufen Rechnungen zu bezahlen. Ist doch anzunehmen. Außerdem habt ihr keinen Schimmer, was rausspringt, wenn man so ein Meteor im Weltall aufhält. Dann werde ich es euch mal sagen, 0, gar nichts. Aber das ist doch totaler Blödsinn. Der hat sich verkauft. Hey, es gibt noch kein Gesetz, das es einem Superhelden verbietet, in die Werbung einzusteigen. Warum soll er denn keine Sachen verkaufen, die das Leben viel angenehmer machen? Na, wenn du meinst. Ja, Captain Ideal kämpft unermüdlich für volle Qualität, volle Frische und vollen Fleischgeschmack. Treufußfleischstäbchen, immer frisch knackig. Der ist eine fliegende Werbetafel. Find ihn trotzdem voll super. Ja, Captain Ideal ist mein Superheld. Ja, habt ihr das gehört? Kinder brauchen Helden, die sie verehren können. Das mag ja stimmen, aber was sind denn das für Helden? Will Fleischstäbchen. Die sind immer frisch und knackig. Da hast du's eher. Bringt ihnen bei, wie man sich gesund ernährt. Die Dinger sind vollgestopft mit gesundem, chemischem Zeugs. Ach, Papa, ich weiß nicht. Früher war er vielleicht wirklich mal sowas wie ein Vorbild. Aber jetzt lässt er sich nur noch von der Treufuß verheizen. Was ist daran heldenhaft? Das ist doch alles absoluter Quark, mein Junge. Oh, bin gleich wieder da. Ja. Hab Ihr Signal am Himmel gesehen? Sie wollen mich sprechen, Chef? Darauf können Sie Gift nehmen, Captain Volltrottel. Umfragen beweisen, dass Dinos im Alter von 17 bis 49 Sie irgendwie bewundernswert finden. Aber die Kinder zwischen 2 und 11, die halten Sie einfach für den Allergrößten. Diese Kinder sind mächtig wild darauf, das Geld ihrer Eltern mit vollen Händen auszugeben. Die Superheldennummer kann für die Treufuß eine wahre Geldkuh werden. Und ich habe vor, sie mit beiden Händen zu melken. Interessant, und was heißt das? Sie Obertorfkopf, ich will damit sagen, dass wir eine brandneue Fernsehwerbeshow austüfteln, auf die die lieben Kleinen genauso wild sein werden wie Mäuse auf den Speck.
Die Captain Ideal Spiel- und Spaßshow. Ich krieg meine eigene Fernsehshow? Ja. Ist doch nicht wahr. Hey, Chef, da kann ich den Kindern ja ein echtes Vorbild sein. Ich singe Lieder, wo es um Gut und Böse geht. Und ich kann was über die Nahrungskette erzählen. Ach, reden Sie nicht solchen Obermüll. Wir sind ein privater Fernsehkanal. Sie werden da rumhocken und massenweise Spielzeug verkaufen. Oh, Donner, was haben wir denn da für hübsche Sachen? Das bin ja ich. Hallo Kinder, ich bin Captain Ideal. Ihr müsst immer viel Obst essen, das ist nämlich obergesund. Herr Ritschfield, ich glaube, mit der Puppe stimmt was nicht. Doch, das ist bei allen so. Aber kann man sich damit nicht biegen? Ach Quatsch, das ist ein Doppelgeschenk für Mama und Kind zum Spielen und zum Zwiebelschneiden. Ach so. Oh, Chef, die sind aber klasse. Die schicken Captain Ideal Schlafanzüge. Momentchen mal. Können die nicht schnell zerreißen? Nein, die sind absolut reißfest. Aber die sind doch aus Zeitungspapier. Na und, dann halten sie eben bloß eine Nacht. Wissen Sie was, mein Chef? Ich glaube, es ist keine besonders gute Idee, den Kindern das Zeug aufzuschwatzen. Das ist bloß Plunder, der nicht lange hält. Ach Mann, und seien Sie mal bloß nicht so obermächtig, Sie übertreiben. Sie wissen genau, alles geht schnell kaputt, wenn man nicht richtig damit umgeht. Und wofür sind die Captain Ideal Nasenstöpsel gedacht, Chef? Ist doch sonnenklar, man muss die Stöpsel beim Schnupfen einfach in die Nasenlöcher stöpseln. Aber Chef, ich Hören kann Sie, doch... wir beide könnten uns darüber von morgens bis abends den Mund fusselig quatschen, aber ich habe was Besseres zu tun. Sie haben meinen Vertrag unterschrieben, also hören Sie gefälligst damit auf, mich voll zu labern. Machen Sie, dass Sie ins Fernsehstudio kommen, die Sendung fängt nämlich in 3 Minuten an, kapiert? Chef, ich kann nicht! Verschwinden Sie! Ja. Alles klar, ich mache den Flugsaurier! Naja, jedenfalls ist er nicht gerade Captain pünktlich. Oh, hallo, ich bin Captain Ideal. Für mich bestimmt nicht. Alles klar, wir gehen auf Sendung. 3, 2, 1. Hallo Kinder! Herzlich willkommen bei der Captain Ideal Spiel- und Spaßshow. Fangen wir mit dem ersten Angebot an. Einkaufen macht Spaß, das wisst ihr doch, oder? Ach so, ja. Und das hier ist Captain Ideal. Hallo, liebe Kinder. Ja. Wenn ihr über die Straße geht, lasst euch immer von euren Eltern an die und nun Hand. geht's weiter. Sehen wir uns doch gleich mal die Ober-Super-Captain Ideal-Puppe an. Also voll aufgepasst. Ihr glaubt bestimmt, dass die mindestens 79 Dino-Mark kostet, weil diese Puppe ein handgearbeitetes Kunstwerk ist. Irrtum. Ja, auch 60 Dino-Mark wäre noch ein guter Preis, aber so viel braucht ihr hier nicht zu bezahlen. Oh nein! Nein. Bei uns zahlt ihr nur läppische 6,95. Also lasst euch dieses Angebot nicht durch die Lappen gehen. Ja. Na, dann gehen wir doch mal ans Rohr. Hallo, wer ist dran? Willi. Na, Willi? Du möchtest, dass ich hier so eine tolle Captain Idealpuppe haben? Dann warte nicht lange und schlag sofort zu. Nein, eigentlich nicht. Bei Aha. uns ist keiner zu Hause und da habe ich mich so Aha. allein gefühlt. Naja, und da... Gut, das reicht. Also vielen Dank für den Anruf. Und nun stelle ich euch unser nächstes super Angebot vor. Hier sind die Captain Ideal Super Nasenstöpsel. Alles klar, und da kommt auch schon der nächste Anruf. Wer ist da? Das Baby. Hey, was für ein netter Name. Toll, du möchtest doch bestimmt so eine wunderhübsche Captain Ideal Puppe haben. Dann bestell sie, bevor die weg ist. Nein, will die Nasenstöpsel haben. Baby? Baby Sinclair? Oh, hallo. Woher weißt du, wie ich heiße, Captain? Schreibst du ein Autogramm auf die Nasenstöpsel? Baby, wozu willst du solche doofen Nasenstöpsel? Bist du erkältet? Weil da dick und fett dein Name draufsteht. Bist nämlich mein oberliebster Held. Augenblick mal halt. Klar wollte ich ein Held für dich sein. Doch ich will dir nicht so ein Zeug Wie andrehen. Tutu mit Luftpolster. Wen hast du denn da Ich hab angerufen? überhaupt nicht angerufen. Los, kaufen. Nein, das hier ist doch alles Schrott. Ich denk nicht dran, die Kinder zu verschaukeln. Aber da, guck mal, nicht die Mama. Ja, so ist es. Und ich will dir mal was sagen, Baby. Und auch den anderen Mädchen und Jungs, die gerade zugucken. Diese Captain Idealshow ist totaler Schwachsinn. Dahinter steckt eine große Firma, die nichts weiter will, als euch das Geld aus der Tasche ziehen. Na los, Kinder. Helft mir, die finstere Macht der super hohen Preise aus der Welt zu fegen. Lasst euch das nicht entgehen, liebe Kinder. Na, alles aufgegessen? Aha. Gut gemacht. So, bin frisch geduscht. Und, wie fühlst du dich jetzt? Nicht mehr wie ein Superheld. Aber dafür rieche ich auch besser. Du kannst ja mal versuchen, ob es noch funktioniert. Ja, meinetwegen. 18.043 Pfund. Hm? Du bist wieder normal. Und ich rede kein Wort mehr mit dir. Hallo, mein Sohn. Ich bin's. Dein Vater. Ich hab was für dich. Hier, das ist Captain Ideal.
Hab ihm das alberne Zwiebelmesser rausgenommen. Und jetzt, kannst du mit ihm, spielen? Den will ich nicht haben. Warum nicht? Der hat überhaupt keine Superkräfte mehr. Ist kein Superheld. Na gut. Dann verrate ich dir mal ein Geheimnis. Wenn man dem diesen Umhang und die Maske und das blöde Kostüm wegnimmt, findet man darunter vielleicht doch sowas Ähnliches wie einen Helden. Sieht aber aus wie du. Ach, findest du? Weißt du, jeder Papa ist irgendwie auch ein Held. Und jede Mama auch. Wir haben vielleicht nicht gerade den Hitzeblick, aber wir ackern wie wild und haben dauernd Zoff mit unseren Chefs, damit ihr immer was zu futtern habt und sowas Schönes wie ein Fernseher zum Beispiel. So ein Leben ist nicht besonders aufregend, aber auch nicht langweilig. Hast du mich verstanden? Bin ja nicht schwerhörig. Dann rat mal mein Gewicht. Ist doch nicht wahr. Kinder. Noch so klitzeklein und schon so undankbar. Bin Captain nicht die Mama. Muss zur Arbeit. Hab dauernd Zoff mit meinem Chef. Bin da, wer noch? Ja, bin Captain nicht die Mama. Putzen, bis dir die Schuppen scheppern. Du schaffst das nie, sagen die 3 kleinen Ferkelsaurier. Da rührte der riesengroße Elephantosaurus. Dann schnauf ich, puste mich auf und dann blas ich einfach euer Haus weg. Danach holt er einmal ganz tief Luft. Und es passierte noch so dies und das. Das war's. Papa! Bin putzmunter! Babys müssen um diese Zeit doch längst schlafen. Und Papa muss sich um seinen Kram kümmern, weißt du? Lies mir noch ein Märchen vor. Aber wenn dir Papa noch ein Märchen vorliest, dann willst du danach noch eins hören und noch eins. Und dann lese ich dir das Buch von oben bis unten und von vorn bis hinten vor. Und dann bin ich so geschafft, dass ich gar nicht mehr Fernsehen kann. Erzähl mir noch was, sonst kommst du nie zum Fernsehen. Hast mich überredet. Also, es war einmal ein kleiner Dino, der hieß Earl. Und sein obergrößter Traum war, ein berühmter Schlagersänger zu werden. Langweilig. Aber das ist meine Lieblingsgeschichte. Will aber eine Geschichte über mich hören. Wo bin ich hergekommen? Du bist aus einem Ei geschlüpft. Wo ist das Ei hergekommen? Eier kommen von Mama und Papa, Dinos. Wo kommen Mamas und Papas her? Die kommen auch aus Eiern. Hast du es jetzt kapiert? Also gute Nacht. Wo sind die ersten Mama und Papa Dinos hergekommen? Woher soll ich das wissen? Die kamen auch aus Eiern. Aber wo sind die Eier hergekommen? Naja, ich glaube, wenn ich mich nicht irre... Wo sind wir hergekommen? Warum sind wir überhaupt hier? Naja, wir sind hier, weil, naja, ich weiß es einfach nicht. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, warum wir auf der Welt sind. Ehrlich gesagt habe ich noch nie darüber nachgedacht. Ich glaube, wir sind bloß auf der Welt, damit wir kräftig Bäume schubsen können. Genau. Aber gibt's nicht noch was anderes? Ja. Wozu leben wir Dinos eigentlich auf diesem Planeten? Was sollen wir hier? Vielleicht gibt's darauf überhaupt keine Antwort. Kann doch sein, dass wir in Wirklichkeit gar nicht hier sind. Wäre doch möglich, dass es uns gar nicht gibt. Und die Bäume auch nicht. Und auch nicht diesen Baumstumpf. Nicht mal dieser Fleischkringel ist echt. Leg dich ab und hör bloß auf, so einen Blödsinn zu quatschen. Wenn du uns einreden willst, dass das kein Fleischkringel ist, dann bricht die Welt wirklich zusammen. Hey, ihr dümmlichen, oberfaulen Vollpapp-Dinos! Warum arbeitet ihr nicht? Wir haben doch... Chef, warum sollen wir uns abackern, wenn wir noch nicht mal wissen, wozu wir eigentlich leben? Wozu ihr Torfköpfe lebt? Die blöde Frage kann ich euch beantworten, damit ihr Bäume umschubsen könnt. Damit Städte gebaut werden, in denen wir Dinos leben können, damit noch mehr Bäume umgeschubst werden, um noch mehr Städte zu bauen und wir Dinos dann viel mehr Städte umschubsen können und mehr Bäume zu bauen. Ihr habt recht. Ich habe auch keine Ahnung, wieso wir leben. Wozu und warum? Wieso? Warum? Wozu?
sehr interessante Frage. Wozu sind wir auf die Welt gekommen? Von wem stammen wir ab? Wozu gibt es uns überhaupt? Warum bin ich auf der Welt? Damit du mich füttern kannst. Los, hab Oberkohldampf. Aber du hast doch damit angefangen, diese Fragen zu stellen. Stört's dich nicht, dass keiner eine Antwort darauf weiß? Nein, mich stört bloß, dass ich so einen Kohldampf hab. Hallo, Mama. Hallo, Junior. Wieso kommst du denn schon so früh nach Hause, Charlene? Ach, Robbie hat in der Schule lauter so komische Fragen gestellt. Daraufhin sind alle ausgeflippt. Konnte keiner auf die Fragen antworten? Nein, die haben die Panik gekriegt und die Schule geschlossen. Oh. Das wäre ja eigentlich Oberklasse, aber alle haben irgendwie das Gefühl, dass das Leben öde und voll leer ist. Halb so leer wie mein Bauch. Habt ihr mitgekriegt, was da draußen abgeht? Alle fragen sich, warum wir auf der Welt sind und was der Sinn des Lebens ist. Ich find's total aufregend. Nice, Beutelfriend, ich hab Schädelbrummen. Mir platzt noch mal der Kürbis von dieser ganzen Fragerei. Meine Güte. Ich glaube, das ist alles ein bisschen zu viel für uns. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, diese Grübelei abzustellen. Bloß für eine halbe Stunde oder so. Sie sehen DHDVD auf Dino-Kanal 1. Und nun wieder bei uns zu Hause. Ja. Oh, Liebling, die Bollermanns kommen in einer Minute und ich weiß einfach nicht, wo der Braten geblieben ist. Vielleicht hat der Braten deine Fleischkringelpastete gerochen und ist vor Schreck getürmt. Amadino, mein Sohn, weißt du vielleicht, wo der Braten ist? Hey, was guckst du mich so an? Sehe ich etwa aus wie ein Bratenräuber? Donner, das bläst einem glatt die blöden Gedanken aus dem Schädel. Schon die 570. Folge. Ich hoffe, dass die Serie nie zu Ende geht. Wir unterbrechen die Sendung für einen Sonderbericht. Hier ist DNN-Chefnachrichtensprecher Mario Marionette. Ganz Pangea wurde am Nachmittag von einer allgemeinen Panik erfasst. Überall verließen Dinos fluchtartig Fabriken, Universitäten und Klassenzimmer. Alle suchen nach einer Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Warum leben wir hier? Und woher kommen wir? Was ist überhaupt der Sinn des Lebens? Warum sitze ich bloß hier an dem albernen Schreibtisch und lese diese blöden Wörter ab? Ich hab keinen Schimmer, was das überhaupt soll, bitte. Danke. Das habe ich gebraucht. Tut mir leid. Hier eine neue Meldung. Der Oberälteste hat soeben eine Vollversammlung einberufen, um die schwerwiegende Krise möglichst sofort beizulegen und dafür zu sorgen, dass Pangea wieder die Arbeit aufnimmt. Zuerst muss geklärt werden, wer für diesen Wirrwarr verantwortlich ist. Dann muss sich der Verantwortliche dafür verantworten. Oh Mann. Ruhe! Hiermit eröffnet der Allerwerteste Ältestenrat die Verhandlung. Wer wird heute vom Ältestenrat befragt? Eine gewisse Frieda Frikadella. Sie möchte, dass in ihrer Straße eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingeführt wird. Frau Frikadella kommt erst morgen. Es geht um die Familie Sinclair. Die Anklage wirft Ihnen vor, die altbewährte Dinokratie von Pangea durch verwirrende Fragen untergraben zu haben. Und sowas ist verboten. Wir könnten bei uns in der Straße aber auch eine Verkehrsbeunruhigung brauchen. Falls noch Zeit dafür ist. Ruhe da! Dieses Baby hat mit absolut unangebrachten, überaus überflüssigen Fragen die Wirtschaft von ganz Pangea erschüttert. Wir stehen vor dem Zusammenbruch der Regierung, und überall gibt es Aufregung und Verwirrung. Du musst sagen, dass es dir leid tut. Tut mir gewaltig leid. Also, bestens, dann können wir gehen. Halt, das Baby muss doch dafür bestraft werden. Warum? Weil es im Gesetz steht. Das ist Rechtsprechung. Was ist Rechtsprechung? Also passt mal auf. Die Rechtsprechung befolgt Gesetze und Vorschriften, die wir aufgeschrieben haben, damit alle Dinos danach leben. Warum? Was? Der fängt schon wieder damit an. Eine Unverfrorenheit. So geht das dauernd. Sie haben es gehört. Ich hab genug. Wegen aufsässiger Fragerei verurteile ich das... Sie können doch dem Baby nicht die ganze Schuld geben. Auf die Fragen, die mein Bruder stellt, wollen alle eine Antwort haben. Ja gut, dann werden eben alle verurteilt. Und wenn wir die oberschlausten Dinos von ganz Pangea zusammentrommeln würden? Die können sich die Köpfe heiß reden und vielleicht kriegen sie dann raus, warum wir auf der Welt sind. Du meinst, wir sollen ernsthaft versuchen, diese Fragen zu beantworten? Aber ja, das wär's. Wir geben Ihnen das, was Sie wollen. Klare, einfache Antworten auf einfache Fragen. Dann beruhigen Sie sich und gehen wieder an die Arbeit. Halt, Moment mal, darum geht's doch gar nicht. Aber wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass die Antworten auch wirklich ganz einfach und simpel sind, damit sie jeder verstehen kann. Ja. Selbst noch der schwachsinnigste Vollschwachkopf. Gut, dann müssen wir aber auf Nummer sicher gehen. Sehen Sie doch mal in den Einwohnerakten nach, wer der gewaltigste Schwachkopf im ganzen Land ist. Gewalt ist doch Schwachkopf, Gewalt ist doch Schwachkopf. Untergeht. Da haben wir es ja. Wir rufen Earl Sinclair auf. Ja. Oh. Na bitte. Oh, ein hübscher Zufall. Hörst du von der Knubbel? Ich bin der Gewaltigste. Hören wir, welche Weisheiten der erste Dinosoph zu bieten hat.
Wie lautet bitte die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens? Ich glaube daran, dass sich das Leben aus einem schimmernden Tautropfen auf der Nase eines Frosches entwickelt hat, als er von seinem überirdischen Seerosentümpel aus einen Sprung in das ewige Meer der Zeit machte. Der Frosch ist mir irgendwie zu hoch. Vielen Dank. Der nächste! Ich glaube, der Sinn des Lebens ist, dass sich alle Dinos auf der Welt lieben und dass sie lernen müssen, freundlich miteinander umzugehen. Nur durch gute Taten und Hilfsbereitschaft können wir Freude finden. So erfahren wir vielleicht, was der Sinn des Lebens ist und warum wir das große Glück haben, dieses wunderbare Leben zu leben. Das klingt wirklich wunderschön. Bestimmt gut im Leben anwenden. Ja. Ist mir viel zu anstrengend. Der hat ja nicht mal einen Hut auf. Der nicht. Aufgepasst. Stellen Sie sich mal vor, eine riesenhafte fliegende Zauberkartoffel kommt angeschwebt, macht ein paar geheimnisvolle Bewegungen, piff, paff, puff und die Welt ist da. Na, was halten Sie von der Geschichte, hä? Was, eine Zauberkartoffel? Ich finde, das erklärt überhaupt nichts. Halt, warten Sie. Meinen Sie damit etwa eine gebackene Kartoffel, Herr Dinosaur? Frisch aus dem Ofen mit einem Klecks saurer Sahne und Speckstreifen vom Mastodon. Und Butterflöckchen dazu? Haben Sie gehört? Dieser Schwachkopf hat angebissen. Ich habe das Gefühl, wir sind auf dem richtigen Holzweg. Ja, Kartoffeln sind überall sehr beliebt. Sie schmecken, lassen sich kochen und braten. Jeder mag sie. Ich glaube, der Rest wird nicht schwer sein. Wenn man etwas mag, dann ist man auch bereit, es zu verlieren. Moment, ich bin noch nicht fertig. Also, die Wurzeln der Kartoffel haben richtigen Tiefgang. Und außerdem haben sie massenweise Augen, so eine Art Haben Sie vielen Dank, das war eine hübsche Geschichte. Den Rest machen wir, wenn Sie nichts dagegen haben. Also geht das nicht. Wir haben nur 3 von diesen Typen gehört. Da draußen warten noch haufenweise andere Dinosophen. Hören wir uns erst mal an, was die zu sagen haben. Aber ja, doch, wir könnten uns selbstverständlich die übrigen Dinosophen anhören und die Fragen von allen möglichen Seiten beleuchten. Es wäre bestimmt für jeden was dabei, woran er glauben kann. Aber es ist schon fast Mittag und mir knurrt der Magen. Sie wollen so eine wichtige Entscheidung nicht noch ein bisschen rausschieben, bloß weil Sie hungrig sind? Hab zum Frühstück nur eine halbe Fleischwaffel gegessen. Der Fall ist damit entschieden. Der Kartoffelismus gibt alle Antworten auf die wichtigen Fragen des Lebens, die uns immer wieder beschäftigen. Die paar Kleinigkeiten, die noch offen sind, klären wir nach dem Essen. Aber Sie können doch nicht so einfach hier... Der Ältestenrat von Pangea freut sich mitteilen zu können, dass nach mühsamer Suche alle Fragen, die sich mit dem Sinn des Lebens befassen, geklärt worden sind. Bitte halten Sie Papier und Bleistift bereit, um die folgenden Antworten zu notieren. Frage Nummer 1. Woher kommen wir Dinos? Dinosaurier und alle anderen Lebewesen stammen von der großen Mama Kartoffel ab, dieser wunderbaren Erdknolle, in der alles Wissen der Welt gespeichert ist. Was ist das Wesen der Dinosaurier? Jeder Dinosaurier gleicht einer Kartoffel, die in der Erde wächst und gedeiht, mit Augen, um die ganze Welt zu sehen und mit vielen Mineralstoffen. Wie schreibt man das, M-I-N-E-R-A-S. Was ist unsere Aufgabe auf dieser Erde? Unsere Aufgabe ist es, nur auf die große Mama Kartoffel zu hören und unseren Verstand nicht mit Fragen zu quälen. Dazu haben wir das große Buch der Kartoffel. Hier finden wir alle Antworten, die wir brauchen. Kartoffelismus. Und jetzt gehen Sie wieder an die Arbeit. Das soll wohl ein Witz sein. Glauben die, dass wir so bescheuert sind, diesen Müll zu fressen? Das ist voll schwachsinnig. Woher soll ich das wissen? Ich muss wieder ackern. Und ich muss in die Schule. Mama! Weißt du, ich finde es auch beruhigend, wenn man die Antworten auf so schwierige Fragen kriegt, ohne lange darüber nachdenken zu müssen. Aber willst du denn gar nicht wissen, wo die Antworten herkommen? Manchmal ist es besser, ein paar Antworten zu bekommen, als gar keine, egal woher. Außerdem, wem soll das schon schaden? Ich nehme an, dass ihr alle die Einführung in den Kartoffelismus gesehen habt und nun habt ihr bestimmt eine Menge Fragen. Klar, und ob ich die habe. Und ich schätze, es gibt wohl keine bessere Möglichkeit, diese neue Weltanschauung genauer kennenzulernen, als hier bei uns im Naturkundeunterricht. Denn hier geht die Suche nach der Wahrheit über alles. Klar, war auch mal nötig. Nun ist die Suche viel einfacher geworden, denn wir haben jetzt einen praktischen Leitfaden für alle Lebensfragen, das große Buch der Kartoffel. Was? Haben Sie damit irgendwelche Schwierigkeiten, Herr Sinclair? Ich habe gedacht, wir haben wissenschaftlichen Unterricht, aber das hat 0,0 gar nichts mit Wissenschaft zu tun. Aber sicher doch. Wir haben hier Reagenzgläser, Bunsenbrenner und glibberige Sachen, die in Alkohol schwimmen. Kapieren Sie denn nicht, was aus unserer Gesellschaft wird, wenn wir uns von so einem beknackten Kartoffelbreibuch vorschreiben lassen, wie wir zu leben haben? Nein, aber das macht nichts. Ich glaube, die Antwort steht auf Seite 476. Schon gut, Mann, das können Sie vergessen. Diesen Vollschrott ziehe ich mir nicht rein. Ach, Herr Sinclair, ich fürchte, dann bleibt mir nur noch eins übrig. Ich kann es nicht ändern. Sie haben es ja gewollt. Mal sehen. Reifenwechsel bei Kinderwagen, Verlust eines Autodachs bei Schneesturm. Ach, hier steht es ja. Weigerung, den Kartoffelismus anzunehmen. Robert Sinclair. Hiermit werden Sie der Schule verwiesen. Sie stehen hart am Rande der dinokratischen Gesellschaft. Wahrscheinlich wird man sehr bald vergessen haben, wer Robert Sinclair überhaupt ist. Stehen Sie mal auf und sprechen Sie den Kartoffelspruch. Mama Kartoffel ist die Größte. Mama Kartoffel weiß alles. Donner, hab's gerade noch pünktlich geschafft. Gleich bringen Sie die Stunde der Mama Kartoffel. Stimmt, wo ist denn Robby? Keine Ahnung, hat sich noch nicht blicken lassen. Oh, pst, das fängt an.
Guten Abend, Bürger von Pangea. Ihr wisst, Mama Kartoffel ist Dino-stark. Wir wissen, Mama Kartoffel ist Dino-stark. Habt die Nase voll von Kartoffeln. Ich nehme an, Sie werden sich inzwischen mit dem Kartoffelismus vertraut gemacht haben und hoffe, dass Ihnen seine Antworten eine Hilfe sind. Nein. Aber wir, die gesellschaftliche politische Führung, wollen für Sie das Leben noch viel, viel einfacher machen. Von heute an werden Sie von uns nicht nur Antworten auf Fragen bekommen, die Sie gestellt haben. Nein, wir beantworten auch Fragen, auf die Sie niemals gekommen wären. Ist doch nicht wahr, das Leben wird immer besser. Ja. Soll man Überstunden machen, auch wenn man keine Dino-Mark dafür bekommt? Die Antwort heißt, ja, man soll. Donner. Soll man freiwillig mehr Steuern zahlen, als man eigentlich müsste? Und die Antwort heißt, ja. Zahlen Sie immer so viel wie möglich. Earl, willst du das Fleisch gekocht oder lieber gebraten? Die Antwort heißt, braten Sie's. Mann, das ist ja stark. Die machen eine Gehirnwäsche mit euch. Robby, wo bist du gewesen? Ich habe mich auf dem Weg zum Rand der Gesellschaft hierher verirrt. Sehr geehrte Familie Sinclair, Ihr Sohn Robert wurde heute von der Schule verwiesen. Er hat sich geweigert, die bekannten Grundsätze der demokratischen Gesellschaft anzuerkennen und zu befolgen. Schon wieder? Was ist eigentlich mit dir los? Robby, wie konntest du bloß? Schnallt ihr überhaupt nichts mehr? Die da oben haben sich diesen ganzen Kartoffelmüll bloß ausgedacht. Das stimmt alles nicht. Die schmieren euch ein paar oberdümmliche Antworten in die Schuppen, um euch einzulullen. Und so haben sie euch bestens unter Kontrolle. Klar, wird ja auch langsam mal Zeit. Ist doch klasse, dass es über uns Dinos noch was gibt, das schlauer ist als wir und das immer den Durchblick hat. Den Durchblick, eine Kartoffel? Robby, ich kann ja verstehen, dass es dir schwerfällt, dich umzustellen. Wenn ihr etwas nicht begreift, solltet ihr Kinder euch auf den Rat eurer erfahrenen Eltern verlassen. Ich werde mal das Buch holen, hä? Ja klar, tu dir keinen Zwang an, verkriech dich in das Buch. Bloß nicht selbst nachdenken. Im großen Buch der Kartoffel stehen alle Antworten auf alle Fragen. Ätzend. Hallo, du. Fühlst du dich unverstanden? Hast du das Gefühl, dass du der Einzige bist, der genug Grips besitzt, um zu begreifen, dass die Welt verrückt spielt? Allerdings. Mann, da liegst du aber falsch. Mach mit beim Kartoffelismus und du bist nicht mehr allein auf der Welt. Oh Mann, nicht zu fassen. Ach. Junge. Was? Wollen wir nicht ein bisschen plaudern? Du weißt schon, so von Vater zu Außenseiter. Willst du mir weismachen, dass mein Leben von einem Stück Gemüse schöner wird? Das kannst du dir schenken. Es ist für uns alle nicht einfach. Aber wenn wir unsere Probleme lösen wollen, dann muss die ganze Familie zusammenhalten. Eben, darum haben wir den Kartoffelnotruf angerufen. Die schicken uns ein paar Berater, die wissen, was man in solchen Fällen macht. Die werden dir schon helfen. Guten Tag, meine Herrschaft. Mama Kartoffel ist die Größte. Die Größte. Junge, wir haben gehört, dass du dich nicht an den Kartoffelismus gewöhnen kannst. Keine Sorge, wir kriegen das schon. Die Umgewöhnung kann eine ziemlich schwierige Angelegenheit sein. Wir wollen dir bloß helfen. Was zum Donner haben Sie vor? Lassen Sie mich gefälligst los. Geht das nicht ein bisschen zu weit? Sollten wir nicht was tun? Die Antwort darauf ist nein. Das würde nichts bringen. Papa steht nicht so roh und glotzt. Macht Alles klar. Es war richtig, dass Sie uns angerufen haben. Mama Kartoffel ist die Größte. Die Größte? Mama Kartoffel ist die Größte. Mama Kartoffel ist saugierstark. Bis dann. Earl, ich glaube, das war ein Fehler. Aber die haben doch gesagt, dass sie ihm helfen wollen. Mach's gut, mein Junge. Wird schon schief gehen. Irgendwann lachen wir drüber. Du weißt doch, der klügste Dino hat die größte Kartoffel. Programme, kaufen Sie sich ein Programm mit der neuesten Einnebelungsliste. Gleich wird's neblig. Mann. Meine lieben Mitbürger, ich begrüße Sie. Mama Kartoffel ist Dino-stark. Mama Kartoffel ist Dino-stark. Ich freue mich, dass Sie heute Abend hergekommen sind, um mit mir zu erleben, wie einem Außenseiter die üblen Gedanken eingenebelt werden, bis sie verschwunden sind. Und das Wetter könnte dafür wohl nicht besser sein. Das gibt's einfach nicht. Na los, da kommen Sie schon her. Guten Abend. Guck mal, das ist der Robby. Earl, Sie wollen ihn einnebeln. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist alles nur Schau. Ist das nicht gefährlich? Robert Sinclair, wir haben dich zum Einnebeln verurteilt, weil du absichtlich unser neues Kartoffelweltbild untergraben hast, das für uns das Allerwichtigste im Leben geworden ist seit Anfang der Woche. Aber ich habe doch bloß eine harmlose Frage gestellt. Bevor wir beginnen und wir diesen Quertreiber kräftig einnebeln, um ihn von seinem Antikartoffelismus zu befreien, erst noch eine überaus wichtige Durchsage. Der Fahrer des braunen Kombis soll sich mal sofort beim Parkplatzwächter melden. Er blockiert die Ein- und Ausfahrt. Ach du dicker Dino. Kannst du nicht irgendwas machen, Papa? Klar, ich werde den Wagen wegfahren. Heute geht doch alles schief. Willst du Robby denn nicht helfen? Liebling, reg dich nicht auf. Mir wird schon was einfallen. Ich glaube, ich guck mal im großen Buch der Kartoffel nach. Da steht sicher drin, was zu tun ist. Dann tu das. Ich glaube aber nicht, dass uns das Buch jetzt noch viel helfen wird. Ian,
Guck mal nach. Also gut, liebe Mitbürger, wenn Sie bereit sind, können wir rübergehen und mit der Einnebelung beginnen, aber es wird nicht gedrängelt, verstanden? Immer mit der Ruhe. Mach ich ja, aber ich weiß nicht, wo es steht. Und seien Sie so nett, lassen Sie die Kinder mit den Ratten am Spieß mal nach vorne, ja? Hast du noch was zu sagen, Robert Sinclair? Ich nehme alles wieder zurück. Tut mir echt voll leid, Leute. War nicht so gemeint. Die Reue kommt zu spät. Nebelt ihn ein! Los! Beeil dich doch! Da steht aber nicht drin, was ich suche. Irgendwie glaube ich nicht, dass das Buch die Antworten auf alle Fragen hat. Was haben Sie da eben gesagt? Oh, weia. Mama Kartoffel ist Dino stark, hm? Hab schon kapiert. Mama Kartoffel verlangt, dass alle Dinos, die ihr nicht glauben, überzeugt werden. Der Qualm soll ihnen helfen, wieder einen klaren Kopf zu kriegen. Also nebelt die Quertreiber ein! Wird gemacht, Chef. Ja. Mann, wenn's qualmt, brennen mir immer so die Augen. Na, jetzt geschnallt? Hier ist doch keiner scharf auf die echte Wahrheit. Die sind froh, wenn sie nur einfache Antworten kriegen. Ich glaube, du hast recht. Die einfachen Antworten sind nicht immer die richtigen. Genau. Da, guck mal, da drüben gibt's Ratte am Spieß. Hey! Können Sie nicht endlich damit aufhören? Wir riechen wie Räucherschinken. Absolut nichts und absolut niemand auf der Welt kann verhindern, was Mama Kartoffel gewollt hat. Ist doch nicht wahr. Das Feuer! Das wird gleich ausgehen! Bobby! Also, Hey, was? ein Wirbelwind. Wo ist der plötzlich hergekommen? Guck mal, der hat ja alles ausgepustet. Aber er hat doch gesagt, dass niemand verhindern kann, was die Mama Kartoffel will. Richtig. Und warum ist das passiert, wenn Mama Kartoffel so dino stark ist? Wisst ihr, also, wir müssen nicht immer wissen, welche unerforschlichen Pläne Mama Kartoffel hat. Sie macht niemals Fehler, sie ist die Größte. Denn es ist nämlich so, die Mama Kartoffel weiß viel mehr, als wir Pellkartoffeln jemals wissen werden. Das ist bestimmt bloß erfunden. Ja! Sie haben nicht die blasseste Ahnung! Nein! Wir wollen endlich mal eine klare Antwort. Da haben Sie vollkommen recht, das wollen wir wohl alle. Aber wir sollten nicht den Fehler machen, gleich auf die erstbeste Antwort reinzufallen, bloß weil sie so überzeugend klingt. Aber es hat uns gefallen, weil es so schön einfach war. Und doch war es nur ein Riesenschwindel. Oder etwa nicht? Naja, eigentlich schon. Und was haben Sie daraus gelernt? Ha? Naja, wir sollten unser eigenes Gehirn anknipsen und nachdenken. Ist zwar viel anstrengender, doch so kriegen wir vielleicht die richtigen Antworten raus, die uns wirklich was nützen. Genau. Und alle, die eine andere Meinung haben, kriegen es mit uns zu tun. Ja. Nein! Ich finde, jeder muss eine eigene Meinung haben und glauben dürfen, was er will. Wissen Sie, ich dachte früher, dass da zuerst mein dickes Warzenschwein war. Und das hat sich dann eines Tages erkältet und hat dann die ganze Welt ausgehustet. Ach ja? Das klingt Gut, wirklich sehr interessant und Sie haben das Recht daran zu glauben. Was halten Sie davon? Das Leben ist aus der verkokelten Kruste von dem riesen Mastodonbraten entstanden. Donner. Ob wir irgendwann daran denken, uns hier loszubinden? Ja, aber erst, wenn Sie den Sinn des Lebens gefunden haben. Tja, ist eine sauriermäßig schöne Nacht. Genau, das finde ich auch. Guck dir mal die Sterne an. Wie im Fernsehen. Papa, was meinst du, wo die Sterne herkommen? Keine Ahnung, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Dabei tut Nachdenken doch gar nicht weh. Du sagst es. Aber es ist so anstrengend.